Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Oh Mann, ich kann's euch sagen, ich habe immer noch einen Hals wie eine Keksdose, weil das war in der letzten Episode wieder... Wirklich, man kommt zum Schluss dann wirklich nochmal an so einer dämlichen Kamera vorbei, die man nicht sieht, die man wirklich nicht... Oh, sowieso einer hier, die man noch nicht mal sieht. Und dann wird sofort der Alarm ausgelöst, dann hat man wieder eine Minute lang diesen scheiß Spießrutenlauf. Es ist dermaßen ätzend. Und darauf hatte ich einfach keinen Bock in der letzten Episode. Da habe ich mir dann auch gedacht, komm, schlachten mich lieber ab. Das mag ich nicht. Weil das ist wirklich einfach nur ätzend. Die habe ich schon durchsucht. Okay. Hier im Testlabor findet sich das wahrscheinlich. Da kann ich direkt nochmal angucken. Und durch diese... Froschperspektive hier, durch diesen Helm, den ich da habe, durch die Fischaugefenster. Oh Mann, das ist so... Ach, sehr gewöhnungsbedürftig. Von daher hoffe ich, dass diese Passage bald endet. Weil da kriege ich früher oder lang wahrscheinlich auch Schmerzen davor. Testlabor weiter hier. Niemand hier. Nee, nee. Hier haben wir noch ein New Invent. Und hier können wir noch machen. Einen Autohacker, das ist gut. Ansonsten machen wir panzerbrechend nochmal mit dazu. Ich glaube, den will ich nicht haben, dein Körper. Ja, also wenn mich das wirklich zum Big Daddy macht, dann habe ich echt in die Hose geschissen. Alarm Expert 2 werden ihre Hacks immer noch von Alarm unterbrochen, dann brauchen sie noch heute Alarm Expert 2, ein Gentonikum von Hexmart. Nee, das lassen wir jetzt erstmal sein. Und ja, ich freue mich halt auch, ob das wieder rückgängig zu machen ist, aber jetzt kriegen wir erstmal das Stimmchen verzerrt. Trophäe erhalten, in Kupfer zum Big Daddy geworden. Na, warten wir es mal ab, Fontaine. Also durch den Artzug bin ich auf jeden Fall etwas gestärkter. Der Stimmverzerrer ist jetzt halt auch noch mit dabei. Tja, jetzt bin ich zum Big Daddy Woche, aber ich habe wenigstens keine eklige Plasmide oder so schlucken müssen, die mich gefügig machen oder so. Ups. Und jetzt sollte ich auf jeden Fall ionisches Gel parat haben. Ich hoffe, es lohnt sich und wir haben eine Little Sister dabei. Ich mache das jetzt einfach nur mal auf gut Glück hier. Ja, tatsächlich. Das war schweinhaft. Perfekt. Ich habe das jetzt wirklich mal auf gut Glück gemacht, weil ich echt nicht gewusst habe, ob der Little Sister bei sich hat. Aber in dem Fall hat es sich echt gelohnt. Sehr schön. Bitteschön, aber jetzt sucht er am besten ein sicherer Ort hier. Weil jetzt kommen die Freaks an der Decke wieder allmählich. Und ich kann sie nicht alle wie die Fliege runterschieße. Okay. Och Gott. Ach, total erschöpft die Clay. Och Gott. Gerade bitte nicht zusammenbrechen. Eine Little Sister ist hier noch unterwegs. Hier haben wir noch was zum Abhören. Mehr Munition. Ryan hat zusätzliche Munition geschickt. Ich nehme an, er rechnet mit Ärger. Ich habe die Munition in den Protector Labs eingeschlossen. Der Code ist 1921. Ich glaube aber nicht, dass wir sie brauchen werden. Sobald der Big Daddy fertig ist, wird ihn niemand mehr aufhalten. Ja, 1921. Das haben wir schon gehackt. Also danke zwar dafür, aber das haben wir schon gehackt. Okay. Dann war das jetzt. Moment, das sind noch Brandbolzer. Sehr schön, das war die Adam-Spritze. Okay.
Perfekt. Da war noch was. Das war... Da bin ich reingerannt. Da war die Kamera. Gott. Die Kamera ist aus, aber hier ist nach wie vor die Grütze am Dampfer. Wie schaffe ich das dann richtig? Wie schaffe ich dann das richtig? Kann ich da von der anderen Seite einsteigen? Gucken wir doch gerade mal. Nee, anscheinend nicht. Aber wenn du Elektrizität drin ist und abgeht, dann kann ich da ja auch nichts machen. Dann kaufen wir jetzt hier nochmal Verbandskäste. Ist mir jetzt gerade egal, ob ich das Ding gehackt habe oder nicht. Okay. Oh, wenn er jetzt Schaden nimmt, macht er auch diese Big Daddy Geräusche. Das ist cool. Und hier noch. Okay. Gut, mit 110 können wir auch noch irgendwas Gutes holen. Können wir noch ein Upgrade holen. Kampftonika-Slot machen wir auch noch. Gut. Perfekt. Dann sind unsere Upgrades jetzt auch soweit so gut. Medistation nochmal heilen lassen. Und dann schauen wir doch mal, wie es hier in der Hauptstory weitergeht. Den dappische Fontaine, den will ich jetzt endlich mal erwischen. Mieser Typ. Sie aus Ihrem Versteck locken, dann werden Sie dir die Tür öffnen. Los jetzt, schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Ah, mit der Rohrzange, okay. Aber komisch, dass der trotz A-Zug noch seinen Pulli hier hat. Das ist etwas skurril, aber ja, warum nicht? Logikfehler in Spiele halt. Naja, darum muss ich jetzt nicht gucken, wenn das Mädels oder Bob es hier streckt, aber da ist er. Begleite die Little Sister. Bitte, es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen Da ist er. behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Männchen. Okay. Gut. Dann passe ich auf dich auf. Du hast in diesem Abschnitt nicht alle Little Sisters gerettet oder ausgebeutet. Du brauchst dir Adam, um mächtiger zu werden. Es wird für dich sehr schwierig werden zu überleben, wenn du weitermachst, ohne dir mehr Adam zu verschaffen. Okay. Die wartet jetzt sowieso hier auf uns. Das ist dann, Shot zum Trainingsgelände. Okay. Dann brauche ich anscheinend aber noch hier eine Little Sister. Ja, ich such sie auch. Die größte Lüge der Welt. Gut, die wart hier. Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Oh, hi. So. Okay. Jetzt ist halt nur noch die Frucht, wo der Big Daddy ist. Mit der Little Sister. Irgendwo höre ich ihn ja auch schon rumrumohren. Also dieses klassische Rumgebrüll höre ich hier schon. Aber, schauen wir doch mal, ob wir den noch treffen. Der große Bappe. Und wenn, dann müsste er doch hin rumschwirren irgendwo. Im Little Wonders. Ups. Hallo? So. Wenn die so blöd rumsteht, dann, ne? Okay. Ich glaube, hier habe ich irgendwo noch einen Big Daddy gehört. Ich gucke jetzt einfach nochmal alles ab. Oh. Kuckucks. Verdammt nochmal. Gut. Sonst hat der nichts mehr bei sich. HMG-Patrone hat er noch gehabt. Ja, es ist schon realistisch, muss ich aber auch sagen, dass dann die Splicer immer mal hin und wieder so einer oder zwei wieder in so einem Level hochkommen. Das ist einfach nur logisch.
dass die dann ach hier in der Gegend rumwandern und du selbstverständlich ach mal hier und mal hier sind. Ah. Weil die Gosh, du hast gleich kein Big Daddy mehr. Den habe ich nämlich gewahrt. So. Und habe ich dich. Ach, keine Angst. So, na? So. Gut. Ach, wenn die das nicht will, man muss sie ja trotzdem heilen. So, bitteschön. Adam hat alle Eigenschaften des Menschen optimiert, nur nicht seinen Charakter. Vielleicht gibt es ein Plasmid, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner DNS. Ach gut. Werd ein paar Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Okay, perfekt. Da ist der Gatherer's Garden und da sind sie direkt. Sehr schön. 200 Adam, Körperpanzerung 2 und 12 Brandbolzen. Das ist sehr schön. Sehr schön. Das war richtig praktisch. Und jetzt kaufen wir noch neue Sachen. Gucken wir noch gerade mal. Erhöht den Schaden gegenüber Kamera, Bots und Geschütztürme. Könnte man eventuell noch gebrauchen. Ich weiß nicht, wie der Kampf gegen ihn aussieht. Ich mach's mal mit dazu. Und mach stattdessen das hier weg. Das war das, was wir sowieso so random reingeklatscht kriegt hätten. Ansonsten würde ich sagen, warten wir wieder recht ab. Wir haben hier 2 Dinger, also 2 Angriffsteile wie Abfackeln und Electrobolt 3. Ich denke, das wird ausreichen. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Adam. Anscheinend muss ich genug Adam haben. Gut, dann gehen wir auch zum Trainingsgelände. Da kann man das erwarten. Alter. Nee, also die Lieder sind teilweise echt ziemlich creepy und die erinnern dann auch viel mehr an die 60er Jahre, finde ich, als an die 20er, 30er, 40er. Also diese Songs und so, diese Werbefiguren, das erinnert mich viel mehr so an die 60er Jahre. Also nicht, dass ich in den 60er Jahren schon gelebt hätte. Aber so an das, was man halt als 60s-Style kennt, erinnert mich das viel eher. Gut, jetzt muss ich wohl auf unser Little Sister hier aufpassen. Die Kleinen werden nicht sofort einführen, aber du musst ihr Beschützer sein. Die sieht aber normal aus und nicht wie so Monster Sister. Ich bin soweit. Okay, dann bleib aber auch hinter mir. Und zack ist er weggelatscht. Gehen wir, Mr. Bubbles. Aber du erinnerst dich an das meiste ja sowieso nicht mehr. Ich habe dich als kleines Kind in ein Boot gesetzt. Ich bin soweit. Das ist ja alles schön und gut, aber muss ich jetzt die ganze Zeit hier hinterher rennen? Oh Mann, ich kann mich nicht mehr umgucken. Warte doch mal. Warte doch mal, ich muss mich doch erst mal umgucken, was es hier noch gibt. Ionisches Gel will ich zum Beispiel herstellen und panzerbrechendes Zeug will ich zum Beispiel herstellen. Das hilft ja auch dir, Mädel. Komm, gehen wir. Ja, warte doch mal ein bisschen. Warte doch einfach mal. Ui, schön. Zentrales Atrium. Komm, Mr. Bubbles. Irgendeiner schießt hier auf uns. Irgendein Bot wahrscheinlich, oder? Boah, scheiße. Ach du Scheiße. Also irgendeiner verballert hier auch seine ganze Munition. Okay. Ich glaube, das war Fontaine, der hier so wutsch einmal durchgerannt ist. Oh Mann. Das geht alles nicht.
Aber das geht. Ja, ich bin ja gleich da. Ich will mich doch erst mal umgucken, Mädel. Ich will doch erst mal wissen, ob hier alles da ist, was wir brauchen. Dann können wir auch gehen. So, jetzt können wir gehen. Ich bin soweit. Mit dieser Story über meine Frau und mein Kind habe ich dich reingelegt. Meine arme Moira. Mein kleines Baby Patrick. Vielleicht lege ich mir eines Tages wirklich eine Familie zu. Dann kann man euch Blödmänner besser verarschen. Ach, was ein Idiot. Wie er sich noch diebisch drüber dreht, dass er mit der Lüge über seine Familie durchkomme ist. Blödjan. Okay. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ja, ich höre dich doch. Alles in Ordnung soweit. Was? Halt ihn in Stücke. Reiß ihn in Stücke, wie nett. Komm, gehen wir. Halte mal den Gaul. Ah, hier ist doch irgendwo noch eine Kamera. Aber Komm, wo? Mr. Bubbles. Wo ist denn diese blöde Kamera? Komm, gehen wir. Wo ist denn die Kamera? Wenn ich das jetzt noch wüsste, ich glaube, die ist auf der anderen Seite, oder? Ich bin soweit. Ja, das ist ja schön und gut, dass du so weit bist. Ach, schau sie dir an. Obwohl sie eigentlich von diesem Namenszwang befreit sind, bringt Suchons mentale Manipulation sie dazu, mit ihrer schrecklichen Tätigkeit weiterzumachen. Sünden wie diese kann kein Mensch wieder gut machen. Wo ist denn diese Scheißkamera? Ah, da drüber. Sehr schön. Test Subject 1. Oh, die hat doch wohl weiter noch kräftig gezuzelt. Ich bin soweit. Hoppala. Oh Mann, also die kriege ich nicht unverletzt hier raus. So viel ist sicher. Mr. Bubbles. Oh Mann. Ja, die darf ich nicht allein lassen. Zerstörte Sicherheitskamera. Lochst du das Mädel in Ruhe? Alter. Alter. Mistkerle. Bubbles. Zu normal! Oh Mann. Mr. Bubbles. Nix, du Heiler. Das ist nur was von normalen Menschen. Oh Mann. Ich bin soweit. Ja, das ist ja schön und gut, dass du so weit bist, aber oh, dich haben sie ordentlich verdroschen. Und die macht auch schön weiter hier mit ihrer Tätigkeit und saugt hier Adam. Ich brauche andere Sache. Ja, 14 Brandbolzen ist erstmal in Ordnung für weitere Ich bin Munition. soweit. Oh Gott. Hau ab. Hau bloß ab, du. Hansel. Wo ist dann die Kamera jetzt? Hier, Mr. Bubbles. Ah, ja, ist ja gut. Hacken. Die will ich auf jeden Fall erstmal hacken. Schön, dass es so nicht weitergeht. Dann machen wir das halt ein bisschen an. Oh, nee, scheiße. Dann halt nicht. Wo ist die Kamera? Gott. Okay. So ist Testsubjekt 2. Die müssen wir jetzt auch Hier, Mr. Bubbles. weiter hier beschützen. Und die ist schon ordentlich lediert. Sieh dich vor. Die Ernte wird bestimmt die Splicer herlocken. Komm, gehen wir. Okay. Ich sehe Adam, Mr. B. Das ist ja schön, dass du Adam siehst. Ich sehe nur Splicer. Er Wieso sieht von- traurig aus, Mr. B. Ups. So habe ich ihn ganz gestellt. Komm, Mr. Bubbles. Oh, fuck. Adam sammelt Öl.
Es macht mich zu was ganz Besonderem. Alter, sind die alle creepy. Der Ärger sieht aus, als ob er tanzt. Ich bin soweit. Wupp, 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 wupp. Alter. Ich bin soweit. Die Sister ist gleich tot. Du musst die Kleinen beschützen. Sie sind nicht mehr von Adam durchsetzt und sind daher genauso verwundbar wie normale Kinder. Ja, die ist schon tot. Wenn eine der Kleinen fällt, kannst du an einem Lüftungsschacht eine andere rufen. Och. Aber jedes verlorene Leben ist eine Sünde. Ja, ist es. Das ist auch schlimm genug, dass die jetzt hier gestorben sind. Das tut mir auch echt leid, verdammt nochmal. Oh Mann. Scheiße. Und ja, sorry, aber wenn du wirklich Tausende von deiner Art blitzt, komm. Du hast bereits deine Little Sister gerufen. Beschütze sie. Ich probier's. Komm, gehen wir. Probier's echt. Mr. Bubbles. Oh Mann, 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 Mann. Na gut, dann vor mit dir. Ich bin soweit. Ja, das tut mir auch echt leid, dass jetzt endlich eine kleine Falle ist. Aber die Brandbolze machen einfach noch am effektivsten Schade, aber die decken halt leider keine Fläche ab. Oh Mann. Dann Ich bin nuckelt... soweit. Ja, dann nuckelt er recht ab von dem Widerling hier. Sieh mal, Mr. Bubbles. Die Ernte wird bestimmt die Fleißer anlocken. Komm, gehen wir. Ich meine, wenn eine normale Little Sister das so gemacht hat, da hat keine Sau jemand die aufgehalten, nur ganz am Anfang. Mr. Bubbles. Nur ganz am Anfang vom Spiel hat man die noch aufgehalten dabei und mittlerweile ist ja eigentlich, oder im Laufe des Spiels, ist war ja scheißegal, was die da machen. Die Komm, Little Mr. Sisters. Bubbles. Okay, haben wir's? Okay, hier haben wir scheinbar. Gut, das war gerade noch so. Eieieiei. Damit man das Ding nur noch hin. Brandbolze kriegen wir nie mit zurück. Mr. Bubbles. Yes, das ja. Das ist aber langsam etwas nervig. Oh. Oh. Das ist ein großer, fetter Elite-Bouncer. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Halt. Wer schießt und warum? Du. Okay. Nein, wo ist er dann? Mr. Bubbles. Wo ist er dann, die Clay? Oh Mann. Jetzt schon nur noch die... Hat jetzt schon nur noch das halbe Leber. Bitter leid. Also das ist auch schon etwas unfair gemacht, muss ich sagen. Die normale Little... Also ich hätte es schöner gefunden, wenn es so wäre, dass die Little Sisters hinter mir bleiben die ganze Zeit. Vor allem in einer Gefahrensituation, dass sie sich durch auch zu mir verziehen. Und nicht hier durch die Gegend rennen. Oh, da hat noch einer erschlagen, Rosie. Oh Mann. Upp, vorsichtig. Komm, gehen wir. Oh Mann. Alter, ihr Kackspleißer. Und die Clay steht Mitte drin. Alter, die Clay steht Mitte drin. Suche einen Lüftungsschacht und rufe eine weitere Kleine. Es ist schon hart asozial, dass man hier die Kleine so verliert, aber ich muss auch sagen, die Kleine sind auch hart dumm. Jetzt mal ohne Witz. Wie blöd kann man auch sein? Man rennt voll in die Spleißerei, einfach nur in der Hoffnung, ja, mein Daddy beschützt mich, jo. Das ist das allerletzte. mir dabei gedacht habe. Ich habe mich während meiner ganzen Zeit in diesem Aquarium hier noch nicht einmal selbst gespleist. Hab gedacht, es wäre falsch, das Geschäftliche mit dem Vergnügen zu vermischen, aber das kannst du allen anderen Stoff vergessen. Reine Zeitverschwendung. Dieses Zeug ist der pure Wahnsinn.
Oh je, dem geht's auch schon ziemlich gut, glaube ich. Ich mache jetzt erstmal hier noch erledige, was ich kann. Bevor ich a Little Sister... Oh, voll in den Hals. Bevor ich a Little Sister rufe und die wieder in ihren Untergang renkt. Den Sicherheitsbot mag ich auch noch hacken. Wenn sie es irgendwie einrichten lässt. Aber nee, ohne Witz, das sind jetzt wieder so Passagen. Die sind durchaus recht unfair gemacht. Aber da muss man ja irgendwie auch durchkommen. Von daher nicht meckern, sondern was schaffen. Und jetzt brauche ich nur noch... Ja, brauche ich nur noch Anna und dann Hammers. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen mechanische Unterstützung. Und ich die Sache... Ich mache jetzt hier auch wieder meinen Cut. Und wir sehen uns dann mal wieder zur Let's Play Bioshock auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ian Yankee.